Live. Hi steht live. Und ich hoffe, es klappt. Das ist den 13. August 2020. Das ist 9 Uhr. Und ich gucke mal, ob ihr mich irgendwo gesagt. Ja, hi. Und den Ton. Den Ton scheint doch zu klappen. Boah, da steht, es gingen 2 Leute gucken. Das wäre ja schon super. Meine letzte Live-Sendung war für eine Woche. Und no longer listless as du. Why? No longer listless. Vielmals merci. Always believe. Ja. No longer listless. Klappt den Ton. Geseist du mich. Und ich wollte einfach mal gucken, ob noch alles funktioniert. Mit Ton und mit Bild, mit der Internet-Connection. Und Giselle sagt so, salut Giselle, merci. Der Tisch, der hat eine Mail gekriegt, wahrscheinlich. Und dann sind da gucken gekommen. Das freut mich. Merci vielmals, dass er nicht vergisst hat. Weil der hat nicht vergessen. Ich war einfach nicht live. Mir schon erst auch nicht vergessen. Schon erst alltag ein kleines Video online gesagt. Ich gesehen dich und den Ton funktioniert. Den Ton ist okay. Wey, das freut mich, ja. Ja, so geht das eben. Ja. Wenn ich nicht regelmäßig dabei ist, dann verliert den eben seine Klientel, seine Leute. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe einfach eine Pause gebraucht und auch mein Computer. Und ich bin ganz froh, dass es darum geht. Aber wenn da auch nicht mehr zu 2 Leute sind, vielleicht ein ganz exzellent Novelle, also schon 3300 Subscribers. Das ist enorm, vielmals merci. Voilà. Dafür will ich auch weitermachen. Ich weiß auch nicht, ob ich immer ein Videochat, ich meine nicht all der Videochat, das ist einfach zu viel. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Moin Kaitlin, moin. Sarah Azuchto, super, vielmals merci. Ich versuche aber all da op mans irgendwie Video online zu setzen. Und wenn der eine Idee hat, dann sagt man, so auch vielmals merci für Kommentare auf YouTube und auf Facebook. Schon alles gelesen. Und der Genial Azuchto, vielmals merci. Ja. Gibt nicht viel zu erzählen, das ist ein bisschen mikal gehen und voilà. Ich probiere mal alles und gehen zu kriegen und scheint schon zu klappen. Schon noch kein richtiges Programm für Haut. Habe man reden, die will ich auch mal so. Ich gucke mal, ob der doch klappt. Salut alle Guten, wie geht es? Alles an der Reihe? Es sind der Bananenschub, an mir geht es super. Also, hier leben doch noch immer. Wo sind die Guys? Guys, ja. Wo ist der Bananenschub? Da waren. Ja. Für dich dann einfach froh, die Foto da. Wo sind wir heute? Wo ist das? Kennt ihr die Stadt? Ich mag mich kurz, ja. Geht doch noch nicht eine Stunde. Also, das ist mich kurz. Das ist in Europa. Okay? Wie weißt du, wo der dort ist? Der war vielleicht schon ein da.
Salut Roberto. Der sieht super. Wirklich, wirklich ganz große Merci, dass der Kuckuck gekommen sieht. Mir nicht vermisst. Schon nicht vermisst, Eugenia. Ich muss halt eine Pause machen. War wirklich wichtig. Der Roberto war da, ja. Fantastisch. Nee, wo sind wir? Zu Dublin, sagt Giselle. Nee. Das ist ein Land, was an der Last viel heute zu Lützburg an der Aktualität war. Mehr wie andere Länder, kann ich mal sagen. Aus einem bestimmten Grund, auf dem wir nur auch noch zurück werden kommen. Das ist nicht ganz weit weg von Lützeburg. Lützeburg, das Risikogebiet, das Risikoland, das Risikoländchen. Ja. Ja. Nee, kein Tipp, kein traut sich. Antwerpen, nee, Antwerpen ist es nicht. Was gesehen wir dann da? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich hatte ja da, der Pfeil. Ja, was gesehen wir dann? Hi. Das ist ein Breck. Rotfleischmalt Land, was für Land. Ja? Das ist dann das Wasser. Und da am Hintergrund das sind Heichhäuser. Voilà, Giselle hat gewonnen. Perfekt, Giselle. Und wie freut sich dann? Natürlich, hi, der Bananenschub. Extra für Giselle. Alles richtig. Dir sieht die allerbest. Hallo, Zeit für ein bisschen Party. Night Fever, Night Fever. We know how to do it. Yeah. Merci. Das ist noch einmal so dumm wie deiner. Das ist ja nicht dumm, bescheuert. Oder witzig, ich weiß es nicht. Ja, das tatsächlich Frankfurt. Tipptopp, bravo Giselle. Und wie geht das schon mal? Also, es sind so viele Knäppische hier. Da muss ich hier klicken. Ich hoffe, das klappt. Ja. Das ist ein Artikel am Lützburgischen Wikipedia über Frankfurt am Main. Voilà, das ist dann von den Heichhäusern. Das ist ein ganz kleiner Artikel. Frankfurt am Main ist eine Stadt an der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland mit bald 690.000 Einwohnern 2012 ist sie die größte Stadt von Hessen und die fünftgrößten am Deutschland. Na, ich kann nicht so am Deutschland. Oh, hey, Mann, das ist ein Mick. Ich war schon lange nicht mehr in dem Zimmer. Das ist ein Mick, hey. Ich habe schon alles ausgemacht. Ja, also hier ist das Land Deutschland, das Bundesland Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, Regierungsbezirk, also plötzlich Kreisfreistaat und so weiter. 753.000 Einwohner. Aber Frankfurt ist auch nicht so weit weg dann von Lützeburg. Und du hast auch den Flughafen, wo ganz viele Lützburger immer hingehen. Ja, an Deutschland hat als zu einem Risikogebiet erklärt, wenn es dem Coronavirus an den vielen Neuinfektionen, die wir immer noch hier am Land tun. Robert Koch Institut, ja. Sarah sagt, ich gehe oft op Frankfurt. Und Sarah möchte dem Giselle ein Champesfleisch op. Blub. Die sieht die best. Ich fand das super. Ich hatte eigentlich gemeint, das ging gut kommen, aber das sieht aber zu art. Tipptopp. Ja, das geht schwer für mich, darum alles abzubauen. Mit worum geht es nicht. Ich versichere den YouTube-Kanal, Leben zu halten. Immer mit neuen Sachen. Mit dem Videochat ist natürlich flott, aber wow.
das ist kompliziert. Und dann ist ich vielleicht auch aufgefallen, dass ich an der letzten Woche schon Witze erzählt mit die Übersetzungen. Da könnt ihr ein bisschen trainieren. Und schon noch ein Promi-Quiz, 2 Promi-Quizzer gespielt. Und am ersten Promi-Quiz, da haben wir den Robert Bruch gesicht. Robert Bruch. Und das ist ganz wichtiger Mann für als Lützeburger Spruch. Leider ganz frei verstorben, mit 39 Jahren an einem Autosaccident. Kein einfach Leben, auch zwangsrekrutiert und alles. Und, ich kenne seine Bestellung nicht aus dem FF, aber für allem seine Kurzgrammatik, der Prinzip populär, die Grammaire luxembourgeoise, die 55, 56 und noch immer Rümnis neu publiziert gouf, das war schon immens an viel Leid hun hier Arbechten op dem Robert Bruch seg Arbechten opgebaut an dafür as se so wichtig voilà. All Respekt. Und dann hätte ich nach ein Promi-Quiz gemacht haut gestern an du hast Lesung Damie Irving voilà. Damie Irving, aber das ist auf Deutsch, leider nicht auf Englisch. De Liam hast du. Hey, salut Liam. Nachher ja, de Liam. Sarah schreibt, Robert Bruch als Bekanntheit. Es war nicht einfach zu finden. Ja. Das ist das Problem ein bisschen mit Lützeburger. Die sind noch nicht so immens Bekanntheit zu Lützeburg selber, außer Politiker und Sportler. Aber da geht es schon ein bisschen mehr schwer. Und die Ausländer kennen sie bald gar nicht. Aber bon, also, wir haben ihm mal viel zu verdanken. Auch die Schreibweise, die ihn damals abgebaut hat, die hat uns ganz viel geholfen. Aber wie gesagt, leider viel zu früh an einem Autosaccident gestorben. Tja. Und Damie Irving, ja, das ist eine amerikanische Filmschauspielerin. Und wen ist das? Michelle. Michelle hat mich auf Facebook gefragt, für was Damie Irving? Sie ist ja keine Lützebäuerin. Ja. Ich wollte aber auch nicht immer Lützebäuer Promien holen, mehr auch vielleicht mal aus dem Ausland. Und ich muss sagen, der Film Carrie von 1976 hat mir immer ganz gut gefallen und sie hat auch da ganz gut gespielt. Vor allem die Schlussszene. Voilà, also das war der Promi-Quiz. Das war mir einfach schreibt. Ja, wenn das sind international bekannt, für das dann, mal vielleicht ja solo nicht mehr so jung, ja? Wie lass sie da lo? Vor auch schon 50 Jahre und dann 60 Jahre. Oh, geschwind 70, ja? Tja. No longer listless, sie hat auch Jessica Rabbit die Stimme gemacht, meine ich, ja? Okay. Ja. Es sind noch andere Leute, die immer schon die Reproche gemacht, zum Beispiel an den Kreuzworträtseln. Da stellen ich viel Fragen über Popkultur, an ausländische Artisten, an Politiker, Sportler. Aber bon. Ja, okay. Wie soll ich so? Wir leben in einem Multikulti-Land und wir hören andauernd die Lieder, wir sehen die Filme, auch nach dem Internet. Also ich versuche irgendwie so eine Balance zu halten. Nicht nur Lützeburger, aber auch mal ein bisschen international. Aber wenn der aber meint, das finde ich gut, dann soll mir auch nach mehr Lützeburger bringen. Das war ja auch den hat sich geärgert, dass ich immer so auf Firmen am Ausland der große steht, wie ich soll mir nicht mehr Foto von Lützeburg weisen und nun schon eine Zeit lang nicht mehr ein Foto über Lützeburg gewesen, Lützeburger Plätze. Ja. Enfin.
Ich sehe für Multikulti, also Multikulti, ja, aber auch für Lützeburgisch, gell? Also musst du gucken, dass das irgendwie am Gleichgewicht bleibt. Mengen nicht mal. So, no longer listle ist schon viel geleiert von denen 2 Quizzer. Voilà. Und der Liam, hier seht dem Sarah moje. Merci. Merci, wirklich, merci, dass da gucken kommen seht. Und als Exerzice, da gehen ich mal gucken, wenn ich mal do. Das wollte ich ja auch noch so. Ein Grammairpunkt der Lu, da sind lo schon 946 Schleute gucken gegangen. Vielmals merci. Das ist ganz live, merci. Und dann Sprichwörter. Und du meinst, ich hatte den Trick gemacht, dass ich die Kamera wechseln. Ich guck mal, ob das noch geht. Naja, das sind die Schei. An einem anderen Hintergrund. Das ist mir cool. Mei cool, der Komparativ. Und ich meine, das ist Sprichwort Nummer 7 und das tun wir noch nicht gemacht. Fand Sprichwort. Und ihr kennt ja das Prinzip. Dann hat er, wie geht das schon mal? Ja, da. Oder Buchstaben. Und dann proposiert man mal Buchstaben. JKK hast du, salut. Und ich hätte Fränge Moje gesagt. Und ich kann vergessen. Ich gucke nicht immer auf den Ekran. Ja, also, Sarah fängt du mit einem E. Okay. Volltreffer. No longer listless, ein M. Ja. Eugenia, ein D. Super. Ich meine Kamera mal waschen, weil die steuert hier. Ich weiß es nicht. Ich meine Kamera waschen, ja, aber wie geht das schon mal? Du. Aber wenn ich Kamera wasche, mein her, dann müsst ihr noch. Dann müsst mich aber noch hören, hoffentlich. Ja, also, Eugenia ein D, JKK ein A. Nee. Doch, das ist ein A dabei. Sarah ein T. Ja. Und Giselle ein P. Nee. Also, wenn kein Blätter mehr da sind, dann nur da verloren. Eugenia hat schon E-Wort. Dummheit. Also O und H. Ja. Aber du hast einen Punkt, Eugenia. Das ist nicht Plurial, Dummheit. Und Eugenia hat die Lesung von Gutheit als ein Stück von der Dummheit. Next round. Was geschieht da, wenn ich darüber klicke? Dann ist fertig. Voilà. Dann mache ich Kamera remote. Alles richtig. Aber wenn alles richtig ist, wie freut sich dann? Natürlich. Bananenjob, wo bist du? Wow, genial. Dir sieht wie immer die allerbest. Annelo, Zeit für zu tanzen. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Das klappt noch, merci. Bravo, Eugenia. Ja, Liam, bravo, Eugenie. Merci, schreibt Eugenia. Klapp, klapp, klapp. Ja, das hast du gut gemacht, Eugenia. Das ist so ganz sehr auch gegangen. Aber wenn ich wieder zurückgehen, da gesehen ich, Rätsel nicht mehr. Also, es war Gutheit als ein Stück von der Dummheit. Und statt Lomo, wie geht das schon mal bei Sprichwörter? Sprichwort, und du musst da irgend so Englisch, ja, mit Sprichwörter. Aber wenn ich da die G holen, da war es vielleicht Gutheit. C'est die Proverb. Ja, hier ist es. Gutheit als ein Stück von der Dummheit. Ich mache ein bisschen mehr groß. Das gibt es auch an anderen Sprachen.
am Französischen se den trop bon, trop con. Donc la bonté est une partie de la connerie, de la stupidité. Am Englischen als vielleicht mat irgendwei too nice, too stupid oder no more Mr. Nice Guy oder ich weiß noch nicht, wie der am Englische ging, übersetzen. No longer listless schreibt Eugenial. Wow. Way. Cool. Stark, no longer listless. Ja, trop bon, trop con. JKK, schon de Bananenjupp vermisst. Ja, sorry. Hinner ist einfach noch immer do. No longer listless schenkt dem Eugenia Blumen. Und Eugenia schreibt, merci. Das ist ein flotte Equipe. Da könnt ihr schon mal ein angucken. Am Lützebäuer Wikipedia, Lützebäuer Sprüche für dafür zu trainieren. Gut, hey, das ist ein Stück von der Domit. Voilà, das war das. Und das war das. Und lo wir schon 20 auf Ning. Dann nice but dim Character from Harry Enfield. Ja, also ich erinnere so ein Exercispunkt der Lo könnt ihr immer funktioniert auch nach am Moment super sogar. Und die Move-Köchten, da das Grammaire schon lo nicht Neues dabei gesagt. Aber wenn der auf Grammaire.lu geht, dann kriegt ihr halt Startzeit. Merci für den Besuch auf Grammaire.lu und da hat er dann die verschiedenen und Apps vielleicht was die am besonders interessiert, das halt Schreibweis und da hat er halt Änderungen 2019 auch immer Wikipedia-Artikel ganz gut, muss ich schon sagen. Da hat er all die Veränderungen am Lützebäuerischen, zum Beispiel alles, was Lummer 2e geschrieben wird, akademisch, algerisch. Also Wikipedia, ich fand es super. Ja, dann eine andere Rubrik, die wir ja immer behandelt haben. Ich gehe mal zurück auf Frankfurt. So. Das wie geht das schon mal? Ja, da muss ich da muss ich du musst da erstmal, ja, voilà, hat ich vergessen. Sind wir zu Frankfurt. Aber wenn ich dann auf RTL gehe, voilà, das der RTL-Seite, und da ist immer noch Tab-Thema natürlich der Coronavirus. Und ein Brief und den Artikel fehlt hier, also das ist aber kein Fehler mehr, das für es möglich kurz zu machen, also Brief und deutschen Außenminister oder und den, viel besser, und den deutschen Außenminister, c'est le ministre de l'extérieur, und Jean Asselborn erwartet, dass Lützeburg nicht mehr als Risikogebiet angestuft wird. Ja. Donc Jean Asselborn, das ist ein Außenminister, c'est notre Ministre des Affaires étrangères, our foreign minister, and he is expecting that Luxembourg will no longer be classified as a, how do you say that in English, a risky land or a risk land. Donc il s'attend à ce que le Luxembourg ne soit plus qualifié comme un pays à risque. Comment est-ce qu'on... Une zone rouge, ou comment vous dites en français. Mais zone rouge, ça peut aussi être la météo. Il y a trop de zones rouges maintenant au Luxembourg, dans le monde. Zu viel rote Zonen. Akademisch mit C oder mit nicht K? Ich weiß nicht. Ich muss auch immer gucken. High Risk Country. A Risk Country, ja. Und dann haben wir leider immer nach 64 Neufälle bei 5.521 Tester. 12 von den Todesopfers unverändert. Also sind ich da. Das auch ein neues Sprachspiel da gewesen, hätte ich gesehen.
Spektateuren erlaubt für die Fußballsaison. Aber bon, bei es gibt sowieso nicht viele Leute gucken, muss ich schon sagen. Und das ist ein Letztebayer, den du gestorben hast, den Gilbert Simonelli. Ich meine, die war irgendwie, ich soll lieber nicht Falsches. Er war in so einem Schlag gestorben. Am Französischen ist das ja ein OVC oder wie sehe ich in das, wenn am Kopf ein Schlag. Hier war Vizepräsident von der kommunistischen Partei. C'était le vice-président du Parti communiste, ein Redakteur en chef adjoint bei der Zeitung vom Letztebayer Volk. Letztebayer Volk, das ist eine kommunistische Zeitung. Voilà. Ein AVC, Rupture d'anévrisme. Richtig, merci. Ja, mir werde ich erst vollweise, voilà, das ist ein neues Kreuzworträtsel da und das auch hei. Ein neuer Quiz zu wie engem Land passendes Fändeln. Ja, das kann ich mal ein spielen. Und das ist ein neues Sprachspiel auch da. Also, auch wenn ich nicht immer live sehe, der fand genug Material. Wir gucken mal als nach just den Artikel da über den Brief vom Herrn Asselborn. Also lang, ich habe noch nicht geguckt. Also am Rückblick von der Santé ist zu lesen, dass zwischen dem 3. und 9. August 12 von neuen Infektionen bei 47,47 pro 100.000 Einwohner leid. Donc, Rückblick, si on regarde en arrière. Das Zahl goufen am Mittwoch publiziert. Damit gegen die Grand Duché innerhalb der festgelöschten Grenze zum Robert-Koch-Institut von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner leid. Ja, also sie sollen ab 50 Fällen à partir de 50 cas par 100.000 habitants on est un pays à haut risque. So, once you get 50 new infections per 100,000 citizens, then you are considered a risk country, high risk country. But now we are only at 47. Mit Blick auf das Base, so it went down, hat sich der letzte Außenminister Jean Asselborn Donnerstag an einem Schreiben an den deutschen Außenminister Heiko Maas gerichtet, für ihn auf die neuesten Entwicklungen zu Lützburg aufmerksam zu machen und hier auf das Large-Scale-Testing hinzuweisen. Ob das man näher können Risikokontakte sehr erfasst an Infektionsketten unterbrochen gehen. So they can break infection chains, des chaînes d'infection peuvent être brisées. Et aussi, on peut risikokontakte, on peut erfassen, on peut les constater. Cerner. Aus einem Schreiben betont Herr Asselborn, dass die festgelegten Kriterien von den deutschen Autoritäten kein Grundlage mehr wäre, Lützburg als Risikogebiet anzustufen. Man verweist, dass hier sich erwartet, dass die Klassierung vom Grand Duché als Risikogebiet an die damit verbundenen Test- und Quarantänevorschriften wie auch die Reiswarnungen so sehr wie möglich abgehoben wird. Voilà, donc, parce que cette classification entraîne que donc, les Luxembourgeois qui veulent aller en Allemagne, eh ben, ils doivent aller en quarantaine. Et en plus, ils ont donné des comment on appelle ça, Warnungen. Une warnung. Je te préviens. Ils préviennent les habitants de ne pas voyager au Luxembourg parce qu'on est un pays à risque. Donc si on enlève cette classification, ça irait mieux puisqu'on est maintenant à 47,77. Voilà, du hast dann den Brief auf Deutsch und das alles. Ja, das ist natürlich nicht ganz schön, hein? Mais bon, wir haben leider die vielen Infektionen. Man muss mal gucken, wie Deutschland reagiert. In Deutschland haben sie auch große Probleme in Bayern, wo eine ganze Reihe Leute hier das Resultat nicht geschickt kriegen. Donc, ils ont beaucoup de gens qui étaient positifs et qui n'ont pas reçu le résultat. So many people in Bayern were positive, but they didn't get the result. So they also have problems over there. Voilà.
will dann nach etwas Kleines sagen. Kein Sportlevel 2 oder 3, nee, haut nicht leer. Residence, ja. The Chain of Infections, merci. Wie hat das Soul definiert? Who? World Health Organization, Robert Koch Institute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht noch weitere Kriterien, Warnings, ja. Sarah schreibt, lo aus Frankreich Risikoland. Ja, da das fährt nicht das ganze Problem, dass Mehrheit zu Lützeburg Präkurseur waren, weil wir eben die viel Tester gemacht und mehr direkt gesehen, dass etwas nicht stimmt. Also da ist ein richtiges Problem. Und die anderen Länder, die entdecken das auch. Aber bon, das, ich weiß nicht mehr was. Also, passt auf ihr Job. Take care, that's all I can say. No longer listless Fred, als Robert Koch Institut nimmen eine Autorität für Deutschland oder auch für die EU? Excellent froh. Ich weiß es nicht. Aber an Deutschland ist es definitiv die Referenz. Voilà. Wenn Robert Koch Institut die Zölle gesagt, dann geht automatisch bei ihnen Trautlut und aber das ist aber nicht nur für Lützeburg. Sie haben allgemein an Deutschland gesagt, wenn es geht, bleibt daheim. If it's possible, stay at home. Don't travel. Ne voyagez pas. Und sie haben noch ein Problem, weil sie haben schon Schulen, Klassen, die nicht so gefangen haben. Ils ont des écoles, des classes qui ont réouvert en Katastrophe. Katastrophe. Schüler, Profen, ja. Teletravail. Ich sehe viel Teletravail. Ich hätte von Anfang an gesagt, aber bon. Ich sehe noch kein. Also, ich fand ein Teletravail als immer noch besser wie krank zu gehen. It's still better than getting sick. Und Russland war ja der Putin, den hat ja gesagt, hier hat der Sputnik, den Impfstoff. Hier has the vaccine. You say like that? Il a le vaccin, Putin. Appelé Sputnik. C'est sympa, ça. Ja, Risikoland, ja. Wir sind am Anfang ein Risikoländchen. Wir sind so ein kleines Land. Wir sind aber enorm viele Touristen hier, auch zu Lützeburg. Männer wie die Jahre für drohen mehr, auf viele Campingen ist viel voll. Und noch an den Schwämmen, aber da muss ich sich ummelden. Für ein Schwamm zu gehen, muss ich sich ummelden. Und da, wo ich da hingehen, da steht nicht 200 Leute Maximum. 200 Leute an Tranche-Horären abgedeelt. Ja, Zölle klammen überall in Europa. Sarah schreibt doch, Teletravail als Lesung. Ja, wegsehen. Ja, richtig. Liam, sind wir ein Ländchen? Ja, an den Medien wird das gesagt. Also, heute Lützburg selber, Journalisten und das. An unserem Ländchen. In our little country. Voilà. No longer listless. 50.000 neue Fälle all der an Indien. Ja. It's no longer funny. No longer listless. Das ist eine globale Katastrophe und ganz viel Misere. Was soll ich sagen? Okay, Liam schreibt, große Party am Bambusch, letzte Freitag, ja. Das Wort geht es ja auch. Wie ist das schon mal? Am LOD. Da meinen sie auch die Lützeburger de Covid-Glossär und sie haben auch das Wort Covidiot. Covidiot. Ja, pejorativ. Ich wollte mein Opa tatsächlich während dem Konfinement wollte mein Opa tatsächlich während dem Konfinement eine Party organisieren, wat a Covidiot. So, my neighbor really wanted to organize during the lockdown a party. What a Covidiot. Mon voisin voulait effectivement organiser une fête lors du confinement. Quel Covidiot.
Et geht aber auch, das ist interessant, also er ist männlich, geht aber natürlich auch die weibliche Form und das ist dann ein Covidiotin. Das geht doch. Geil. Also die hat Covidioten und Covidiotinnen. Das get the balance right. Ja, Liam weiß auch Covidiot. Ganz traurig für Indien. Oma Momam schreibt Eugenia. Liam schreibt, ja, es bleibt auch so heiß an USA. Und Sarah schreibt OMG. Oh my dear Lord. Wir gesehen das nicht. Ja, merci Liam. Schon den Trick noch nicht. Sind ein bisschen angerascht. Also heißt der Covidiot. Lo wollte mein Opa tatsächlich während dem Konfinement eine Party organisieren, war der Covidiot. So what a Covidiot. And what I said, you can also use it in the female. Vous pouvez aussi l'utiliser au féminin. Covidiotin, weibliche Form. Das gehen die zwei also. Das ist Covid-19-Glosse. LOD. Am LOD.lu. Ich weiß selber nicht mehr, am oder Merci, Lea. Ja, die Automatismen sind nicht da, die Reflexe sind nicht da. Aber ich meine, das hat aber ein bisschen geklappt. Voilà. Ein Mann war da noch im Test, aber positiv getestet. Ja. Covidiot, Covid, Krausitz, sie ganz intelligent. Kraus. Ja, die Deieren. Bon. Also, das war mein Videochat für heute. War eine kleine Überraschung. Also, ich bin mega happy, dass es noch klappt und dass der auch 10 Leute, die einfach gucken gekommen sind, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Im Moment sind da noch 10. Wenn da eine Idee hat, mailt man sie. Ich mache auch in Zukunft nach Videochatten, aber nicht mehr all Tag. Das ist definitiv zu viel Arbeit. Aber ich wollte heute so klein Video, nicht heute, ich wollte all Tag ein Video online setzen. Mal ein Witz, mal ein Promi-Quiz, mal ein Exercice, mal ein bisschen Theorie. Und dann können wir vielleicht am Videochat dann darüber diskutieren. Dafür, ich gehe nicht kein Rendezvous für mich. Ich weiß nicht, ob ich mal einen Videochat mache. Aber also auf jeden Fall auch um 9 Uhr. Ich versuche alle Uhr für 9 Uhr erst ein neues Video auf YouTube zu setzen auf meinem Kanal. Und, ich gucke in Zahlen auch, es geht ein bisschen rauf, also nicht mehr so viel. Wir sind aber immer noch so zwischen 50 und 100, die gucken gehen, und das ist super live. Und der könnt dann auch an Kommentare schreiben. Und natürlich auch auf Facebook, da sind ich auch, auf Twitter sind ich auch, aber ein bisschen mehr. Also ich bin hauptsächlich Facebook und YouTube. Voilà. Will noch etwas schreiben? Hu mir Kur mo? Nee, Liam, keine Kur. No longer listlich, Fred. Wie folgt das Kriterium du Saint-Dauphin? Ist das die Kurs, die Veloskurs? Also ich nicht. Fischl, Kraus, Familie Corvid. Ah, merci. Liam schreibt, es schon viel Leute das Wort gesehen an sie halen Regeln nicht an. An sie halen Regeln nicht an. Aufpassen auf Syntax. Das war aber richtig. Ja, das ist das Problem. Ja. Das ist nicht einfach, weil das mega warm und Kinder wollen und schwimmen und sie wollen spielen und die Leute tun es auch wirklich satt, immer daheim zu hängen und ich bin noch von einer Reihe Leute invitiert gehen und ich traue mich nicht an ein Restaurant zu gehen. I'm so afraid to go into a restaurant. I'm very thankful I have at least this contact. Donc, merci beaucoup pour ce contact. Die Regeln gehen nicht a Gehal oder a Gehalem. Das ist egal. Mengen ich. Ja.
Okay, Leiflight, dann meine ich wie geht das schon mal? Das Logo aus. Und dann meine ich mein Logo für Reklam zu machen. Das müsste heißen, ja. Exercice.lo, Grammaire.lo, das ist immer für Sto. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr testen. Und ich lasse euch überraschen. Ja. It's a surprise. Der sieht schon subscribed. Wenn der subscribed sieht, dann kriegt er automatisch eine Mail von YouTube, sobald ich online gehe. Wenn ich einen Videochat mache, dann schreibe ich Videochat. Sonst mache ich einfach nur ein Video. Promi-Quiz, Exercice, Witz, Anti-Witz. Ja, Anti-Witz. I love my Anti-Witz. Anti-Joke, my Anti-Black. Ja, bis geschwind, Liam, richtig. Merci alle, bis nächste Kehr. Merci und ihr Scherum für die Videochat haut. Gern geschieht. Vielmals merci. Ich so merci. Ich bin immens dankbar und auch erleichtert, dass es noch klappt, nur enger Woche. Weil ich hatte ganze Computer alles ausgemacht, die Stecker rausgezogen. Und wie will ich nachher so? Wo war's denn, also Superstar? Du. Aber bis die nächste Kehr, passt gut ob ihr ob, wascht Hände, tut Masken bleibt ob Distanz. Eddie. Okay. Also, Leiflight, bis geschwind, hä? Aber, vielmals merci. Stay home, while stay home. Mach letzte Boye, Schmarrn, Stay home, while stay home. Mach letzte Boye, Schmarrn, Stay home, while stay home. Mach letzte Boye, Schmarrn, Stay home, while stay home. Mach letzte Boye, Schmarrn.